Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag Lev Lückscher zu und unterwegs. Schön, dass er da sitzt. Und Sommerpus ist jetzt vorbei. Oder ist vielleicht auch der Sommer vorbei. Oder Mädchen Pus. Man weiß es nicht so richtig. Ja, also der Sommer hätte diesmal aber ehrlich übertrieben. Früher war man froh, wenn es endlich warm wird. Das war auch noch nicht die Erderwärmung. Oder muss man halt ganz negativ sagen, die Erderhitzung. Also, ob der Sommer und ob der Sommerferien habe ich mich als Kind jedes Jahr arg gefreut. Endlich Koffer packen und mitten in der Nacht mit dem Auto los an den See oder in die Berge. Ich han verhaftig oft ganz eins überladen als Kind, worauf ich mich nie freue tät. Ob de Sommerferie of ob Christtag. Und ich han es eigentlich nie richtig entschieden. Auch für mich war das ganz klar gewesen. Ne, ob Christtag. Wie geht das dann? Ganz einfach. Meine Eltern hatten nicht genug Rosche für fortzufahren. Christtag war aber mir los. Daheim, versteht sich. In der Sommerferien haben wir draußen gespielt. Aber das war es dann auch. Aber du hast doch uns in einem anderen Podcast erzählt, dass ihr Ausflüge gemacht hat in der Ferien. Ja. Da jammen om Königsfors mit Kind und Käher, die Schänzchen in ihr Pack wie Wanderföher. Da jammen om Königsfors in die Natur, wo singen der Waldesfluss und bloßen auf und Tor. Ja, das war der Babürs, Karl. Genau, von 1935. Da warst du 5 Jahre alt. Also hätte er das genau für dich gesungen. Obschon mir keine Kehl hatte. Ich war ja Einzelkind. Eine Kehl in dem Zusammenhang ist ein Kind, ja, was kein Ältere mehr hat. Klingt auch schön mit Kind und Kehl. Das war auch schön. Mit dem Pap und mit der Mam oder mit der großen Familie, mit Üm und Tant oder mit anderer Familie. Und dann mit Äpfelschlot und Waldeck im Gepäck. Kenn ich auch noch. Ja, oder eine Ausflug nur mit Gels oder nur mit Fraulüg. Das ja wird auch. Heide Witzka, Herr Kapitän, mit meinem Bötchen fahren wir so jäh. Man kann so schön in dunkle Schunkeln, wenn über uns de Sterne funkeln. Heide Witzka. Das ja viel Spaß und viel Gesöffs. Ja, das. Limo oder Kölsch. Alkoholfreie Kram, ja, wird ja nicht, ja, weiß Kram schon, aber kein Bier, was alkoholfrei war. Ja, und zu Hus war dann die Frau mit de Pens ohne Ersatz für den Urlaub. Ja, weißt du, dass sie das Lied, das hat allerdings mit unserem Thema nichts zu tun. Als Ersatz für unser nach dem Krieg als Nationalhymne gesungen haben. Ich dachte, das war der Trizonesien-Song. Ja, der auch. Da jauft ja auch noch kein anderes Lied, was sie hätte singen können. Ever. 1952 haben sie die Hymne festgelegt, wie wir sie jetzt haben. Und 1953 haben sie das Heidi Witzka in Chicago für den Adenauer, der Bundeskanzler, gesungen. Aber der war ja nicht amused darüber. Er hat keinen Spaß daran gehabt. Und der Sonne schien hell und bei Himmel der war blau, oben ab der Stor noch kommen ab. Ja, und der Sonne schien hell und bei Himmel der war blau, oben ab der Stor noch kommen ab.
der Süpers Hans mit dem Zimmermann. Du Ei. Ja, genau der. Die Musik holt uns jetzt wieder zum Thema Urlaub. Das ist aus der 80er Jahre, also das Liedchen, der Jahr wird also auch noch die Männertour, wie wir gehört haben. Und wer da nicht fortgefahren ist, gönnt sich eine schöne Ausflucht mit ordentlich Geld. Die Alternative für Urlaub im Hotel oder in einer Pension war ja kaum gegeben. Auf man nur die Verwandten besuchen, die woanders gewohnt haben, also Urlaub bei ihm und Tant an der Mosel oder sonst wo gemacht haben, Ferienwohnungen, ja, war damals auch noch nicht. Man konnte natürlich auf der Campingplatz gehen. Da lachst du dich kaputt, das nennt man Camping. Da lachst du dich kaputt, das findet man schön. Wenn im Zelt der Mücke und der Hummel dich verjücke und du kannst dann nicht mehr raus im Regen. Wenn im Zelt Ist das schön. Ich mein, Camping ist nicht unbedingt für die Nüssele zu sparen. Das ist ein Lebensgefühl und er det ja auch singen von der Mutter Jrön. Ich kenn auch Lück, die hätten Geld genug für dürr Hotel zu bezahlen, aber die wollen das ja nicht. Die freuen sich jedes Jahr so ein bisschen minimalistisch und ein bisschen naturverbunden, dass sie in ihr Zelt grufen können. Ja, jedem sein Pläsier, ne? Für mich war das nichts. Auch in den 50er Jahren nicht, wo das Lied geschrieben wurde. Das waren auch wo die Menschen das improvisieren, was man da in der Natur manchmal macht und was ja auch wahrhaftig eine eigene Philosophie hat, durch der Krieg wirklich leid war. Jedenfalls meine Generation und die von meinen Eltern. Man wollte endlich wieder ordentliche Blute, ein richtig Bett und jetzt fing es zu müffeln und zu süffeln an. Am besten natürlich im Ausland. Wann sie da noch liegen konnten nach dem Weltkrieg. Ich fahr mit meiner Lisa zum schiefen Turm von Pisa. Sie muss das Ding mal sehen, um endlich zu verstehen, dass auch das Schiefe auf der Welt sich Genau, Italien. Italien war ein Traum. Es Jof und es Jid. Viel zu beloren. Es Sünsche Dätschinge, ja, damals ohne Waldbrand. Wiehof und Spaghetti und weil die ja auch ihre Benito Mussolini hatte, so wie mir der Hitler, waren sie auch nicht so hart mit den Deutschen, wenn sie zu Besuch kamen. Also das habe ich noch erlebt. Ich bin ja 61 geboren und in den 70er Jahren in so einem Sprachkurs in England, da wird ja noch kein Internet, habe ich ne alle hergenommen, welche Frage. Und dann hätte der sich aufgeregt, ich sollte fortgehen und die böse Deutsche. Und dann habe ich gesagt, das tut mir leid und ich war noch nicht auf der Welt. Ja, und dann hätte er mir seine Hand gezeigt, hätte einen Finger verloren und ich sollte ganz flück sind, dass ich Land gewinne. Also es war ganz schrecklich und der Mann hätte mir eigentlich leid getan, dass dadurch, dass ich mit meinem deutschen Akzent komme, dass alles wieder in die Hu gekommen ist. Also so Probleme habe ich in Italien nie gehabt. Und es war auch früher noch ein bisschen exotisch für mich. In Italien, das ist das Schöne, da fingen sie das direkt schön, dass man wenigstens einen Hauch von Italienisch in der Mund hat. Che parla bene, kriegt man dann direkt gesagt. Und das litt uns hier in Köln ja vielleicht auch im Blut, also das Römische und dann noch auch das Italienische. Aber manch einer will es genau so haben wie zu Hause. Ich sag nur Spanien, ole. Marie, ist das wie schön, überall nur Kölsche Töne. Hey, Südet wirklich uns, wie bei uns Hus. Wir fährt auf vom Balkon, die Aussicht auf der Dom. La 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 la.
dat han de Füß erst jo drüber gebracht. Et Bess sure Kappes und Flünz und a Hemsche und dat am Mittelmeer. Ich mein, man braucht ja auch so ein bisschen Courage, wenn man sich ob jetzt ganz Fremdes einlassen date. Also hier kannst du Bilder und Filme und all das Material von den touristischen Bonbonsche im Internet beluren. Das wird doch all nicht. Und man wusste vielleicht ein bisschen jetzt aus Reiseführer, was im Ausland ob einer ankommt. Ja, man muss sich so lang für. Ich meine, das muss man heute auch, aber vom Reisebüro oder von der Ortschaft, wo man, oder die Gegend, wo man hin will, eine Liste mit Pensionen schicken lassen und dann an zu suchen fangen. Und man muss das Geld tauschen, man konnte nicht mit der Karte bezahlen und es darf auch nicht so eine Handyrechner, wo man dann der Betrag in der fremden Währung eingeben konnte. Man kriegt so eine Liste und dann muss man dann da drauf oder manchmal Kopfrechnen üben, wie Österreich 7 Schilling auf 1 Mark und dann muss man immer das Rechnen mit der 7 lehren. Also es war schwierig. Ja, es war alles jetzt komplizierter. Und nicht so locker, wie das heute ist. Bei Halbpension ging man zum Beispiel mittags oder auch abends, je nachdem, was war, mit einem Fingerjackett, mit einer Fingerjacke an der Tisch. Und ein gebügelt Kleid für die Frau war selbstverständlich. Dafür wurde schließlich Reisebügel-Iser mitgenommen. Das war ein Zirkus, wenn ich mir das vorstelle, im Zimmer das abzubügeln. Ja, alles war kompliziert. Ich habe im letzten Jahr noch gedacht, was das toll ist, wie man es heutzutage so leicht hat. Und sie können sich auch all auf Englisch unterhalten. Es ist ja insgesamt all viel bunter geworden, was man so unterwegs machen date. Man möchte, wenn man fit genug ist und neugierig genug, gerade unterwegs doch jetzt von der Natur und von der Kultur von woanders erleben. Ja, eigentlich lernt man die Menschen, mit denen man von zu Hause zusammen losfahren date und der Urlaub zusammen geplant hat, ganz neu kennen. Also wenn man Pech hat, fährt man als Freunde los und gut ob nie mehr wieder sind Retour. Ja, man lernt sich wahrhaftig gut kennen. Ja, und sie selbst auch. Jetzt haben wir viel verzahlt und über den Urlaub neu gedacht. Jetzt ist die Zeit für unser gute Sprachkurs. Getorete, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Der mietste Ausdruck für den Urlaub sind im Kölsche wie im Hudütsche, also nicht so schwierig. Aber man kann sie ja auch sammeln und wir brauchen sie ja nicht zu übersetzen. Also, was brauchen wir für den Urlaub? Ne Lehestuhl. Ein Badebutz, offene Badeanzug. Und Wanderschuhen. Und eine Sonnenhütche und eine Sonnenbrille. Der Brill, also auch der Sonnenbrill. Und Öl, mit einem breiten Öl. Auf ein Cremchen gegen der Sonnenbrand. Ne Strandkorf. Und Trinkgeld für den Roomservice, wie man so schön auf Kölsch sagt. Und für unterwegs ein Wasserfläsch. Lauter genug trinken, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, lieb Lückscher, wir hoffen, es sind durch ein paar schöne Erinnerungen gekommen. Oder ihr viel Freude auf den nächsten Urlaub und nächste Reise. Laut euch für allem die in Ostdeutschland rumjecken, unterwegs nicht von wilde Tiere überraschen. Wildseu oder Löwe oder was einem da sonst noch bejähnen könnt. Wir wünschen euch jode Reis. Tschö.